Die Offenbarung leitet uns hier bei Fire Emblem Fates. Und heute ist ein besonderer Tag, denn ihr seht schon, Case hat heute Geburtstag. Alles gut, lieber Case. Okay. Ja, ich meine, schau mal seine Werte ein bisschen. Waffenfertigkeit erhöht. Lecco mio. Also wenn jemand Geburtstag hat, das ist dann doch sehr beeindruckend. Ja gut, was hat er gerade gesagt? Er hat irgendwie, wo ist Case? Hier ist Case. Hä? Doch nicht. Okay. Ja, Pfeil und Bogen, okay, wir haben gar keinen Schützen dabei. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber egal. Aha, nee. Da wäre da etwas geglitzert gewesen. Jo, neuer Tag, neue Upgrades, soll man sagen. Ein bisschen Fleisch für Lilith. Fleisch. Das ist ja köstlich. Ich stelle bloß die Frage, von welchem Tier das irgendwie Fleisch war. Wenn es einem anderen Astraldrachen war, glaube ich eher weniger, als es lecker ist. Egal, unser Team aktuell kann man glaube ich mal so belassen. Ja, Hanna und Rinka hat da nichts dabei. Hanna haben wir schon überlegt, theoretisch könnte man die ja auch mal. Ja, mein klar, es ist nur Level 4. Aber andererseits, von den Werten her ist die gar nicht mal so weit. Zum Beispiel jetzt in der Subaki hinten ran, wenn ich irgendwie sagen würde, okay, Hanna mit Subaki kombinieren für ein bisschen mehr Speed und so weiter. Ja, man kann sich's überlegen. Gut, und dann einfach noch ein bisschen Platzhalter, bis was Besseres kommt, weil es lohnt sich eigentlich, den zu trainieren. Was mir einfach noch ein bisschen Sorge bereitet, sind Unterstützungsgespräche, dass Gunther, also normalerweise kann ich ja hier gucken, mit wem könnte ich Gespräche haben. Gut, hier ist die Liste ziemlich lange. Die mit der Suche eigentlich ähnlich lang. Also versteht ihr, ich kann hier halt sehen, mit wem kann ich alles Gespräch haben, aber Gunther hat offenbar gar kein Gespräch. Und das macht mir halt schon ein bisschen Kopf zu brechen. Im Sinne von, ist Gunther gar nicht mehr lange dabei, musste, obwohl, man hätten schon andere Charaktere, die einfach vom Spielprinzip her sterben mussten, obwohl, ne, warte mal. Vom eigenen Teammitglied dann Case, sehr gut, das war eher wegen Rang A, oder? Bei Vermächtnis, das er ein bisschen vergeigt hatte. Flora, die war gar nicht im Team. Ne, also ein Team mitspielen, sag ich jetzt mal. Haben wir eigentlich sonst noch nie erlebt, dass sie gar keine Gespräche hätten. Also wäre doch ein Hinweis darauf, Gunther muss von der Story her krepieren und deswegen kann man mit ihm eine Beziehung aufbauen. Oh, es geht ja später. Kann natürlich auch sein. Aus irgendwelchen Grund noch immer. So, wenn wir sagen Asura. Hey. Ich rede so gern mit dir. Our lives were intertwined before we even met. I'm glad we're finally getting a chance to know each other. So geht's uns natürlich auch. Beziehung verbessert, dankeschön, sie ist weg. So, alles gemacht für heute. Jo, wir sagen schon. Und mal ganz kurz speichern und dann ab zum... Ja, Ditcher. Ne, nicht ab zum Ditcher, sondern ab zum nächsten Kapitel. Gut, klar, wir haben Nebenquests, ein tragischer Beginn. Wir kennen die Quest, die haben wir damals bei Vermächtnis schon gemacht, wo wir... Ich glaube, das kleine Mädchen hätten rekrutieren können, wo ich auch ein bisschen vergeigt habe. Wir haben jetzt zwar einen Pegasus-Ritter, aber... Ja, ich will eben noch ein bisschen warten. Wir wissen mittlerweile, wie viele Kapitel das Spiel hat. Offenbar haben alle 3 Teile etwa gleich viele Kapitel, sprich 27. Und deswegen sind jetzt Kapitel 10, also kann noch viel passieren. Belagerung 1, Herausforderung ist eigentlich auch nichts Besonderes, deswegen. Drachenturm machen wir ja später. Also dann, Kapitel 10. Ein Gott spricht. Fuga, das Oberhaupt des Wing-Clans, lässt Michael passieren und bietet ihm Hilfe an. Aber Suche nach dem Flammensiegel setzt Michael seine Reise fort. Ja. Das ist schon mal sehr aussagekräftig. Wir setzen unsere Reise fort. Die Reise beginnt und ein Gott spricht. Okay. Izumo. Das ist also Izumos Hauptpalast. Er hat so etwas Beruhigendes an sich. Truly. Ja, Izumo war lange Zeit als Königreich der Götter bekannt. Es ergibt also Sinn, dass sein Machtzentrum Frieden ausstrahlt. Während andere Königreiche im Krieg sind, bewahrt es seine Neutralität. Ja, ja.
Ich mache dann noch Schweizer, aber nur offiziell in Anführungszeichen, ne? Siehe Vermächtnis. Ich bin froh, dass wir heil angekommen sind. Lass uns einen Erzherzog finden. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben uns ja auf den Weg des Schweizers entschieden, ne? Neutral zu sein von dem her. Also im Prinzip müssten wir hier willkommen sein. Hier mehr als jemals zuvor. Aber ja, es ist trotzdem ein eigenes Kapitel, eigene Kämpfe. Es muss irgendwas passieren, es geht gar nicht anders. I am Isana. Yes, the Isana. Was? Was hat er gerade gesagt? Ich bin Isana, wir sind Isana. Okay, jetzt sind es sogar schon die Borg hier eingeschlichen. Ich bin Erzherzog Isana, erster der göttlichen Blutlinie, Nachkommen der Götter, Hüter der Weissagungen, 5 oder 6 Auszeichnungen für seine Frisur. So ein Trottel, ey. Übrigens, ich glaube, ich habe es damals schon erwähnt beim Vermächtnis, ich sage es jetzt aber gerne nochmal. Isana ist ein Charakter, den hätte man im Vermächtnis rekrutieren können. Ich glaube, es geht sogar bei Herrschaft, bei Offenbarung weiß es gar nichts. Auf alle Fälle haben wir es damals ja vergeigt, weil, so wie ich dann erfahren habe, auch durch euch unter anderem, vielen Dank dafür nochmal, kann man Isana rekrutieren, wenn man mit der... Ist schon wieder... Man kann dort im Laufe des Spiels, kann man ja in seinem eigenen Palast, ja, einer anderen Dimension halt, im Schloss, so gesehen, kann man ja auch eine heiße Quelle freischalten. Ich glaube, die muss man auf Level 3 haben. Und weil man das hat, kommt er, glaube ich, ab Kapitel 20 kann er zu Gast kommen, zu Gast sein. Und da kann man ihn so rekrutieren. Ist jetzt ein bisschen seltsam, ich habe es damals nie gemacht, aber auch mal so, dass ich noch ganz kurz erwähnen kann. Wie gesagt, ob es hier bei Offenbarung auch klappt, werden wir sehen. Es ist ein wundervoller Henrik zu treffen. Ich kann mir vorstellen, dass eure Reise beschwerlich war. Zeit, sich zurückzulehnen und zu entspannen. Izumo ist ein herrlicher Ort dafür. Ihr könntet für immer hier bleiben. Danke für eure warme Begrüßung. Das klingt irgendwie falsch, warme Begrüßung. Ach bitte, ich freue mich so, dass ihr hier seid. Ich habe selten Gesellschaft. Ich bin so aufgeregt, ich kann kaum an mich halten. Ich verstehe nicht, wieso ist das so informell? Nennen sich etwa alle Oberhäupter dieser Welt so? No. Oh, nein, normalerweise nicht. Er ist nur ein sehr spezieller Fall. Entschuldigt, Herr Erzherzog, wir kamen, um euch ein paar Fragen zu stellen. Oh, worüber denn? Schießt los, meine Freunde, wenn es etwas zu tratschen gibt, dann horche ich mit Freuden. Zu tratschen. Wir fragten uns, ob ihr uns wohl mehr über das Flammensiegel erzählen könnt. Das Flammensiegel? Das klingt langweilig. Och, Menno. Total enttäuscht irgendwie. Ich interessiere mich nicht für solch triste Dinge. Verstehe. Ich also dachte, wir hätten einfach mal Glück. Ach komm, schaut doch nicht so betrübt. Drin war ein Festessen auf euch. Ihr sollt essen, trinken und glücklich sein, solange ihr noch könnt. Bitte was? Solange ihr noch könnt. Da müssen eigentlich bei uns alle Alarmglocken aufstellen. Wait. Okay, offenbar merkt keiner von uns. Warte, seid ihr sicher, dass ihr nichts über das Flammensiegel wisst? Das Schicksal in der gesamten Welt könnte davon abhängen. Ich sag doch, ich weiß nichts darüber. Jetzt Schnauze, ich bin beleidigt. Imposter. Natürlich nicht, ihr Betrüger. Du nennst mich Betrüger? Nachdem ich euch solch ein Festessen zubereitete? Was? Solch ein Festessen? Ich hab's gar nicht probiert, geschweige denn gesehen. War and I go way back. Es ist offensichtlich, dass ihr euch hinter einer magischen Illusion versteckt. Zeigt euer wahres Gesicht. Iago! Ah, gut, du verstehst, das ist kein Spaß, wa? Zola? Der schon wieder. Hihihihu. Was eine Lache. Hihihihu. Was ansteckend, wa? Hihihihu. Das ist schon eine Weile her, nicht wahr? Zola, ihr Hus, du steckst in dieser Magie. Gunther, wer ist das? Dieser Wicht ist ein nurischer Magier. Er hat spezialisiert auf... Entschuldigung, ich habe gerade falsch gelesen. Er ist spezialisiert auf Illusion und Tücke. Aber wo ist denn der echte Erzherzog? Der ging direkt ins Gefängnis, in den Bau, in den Knast, ins Kittchen. Oh, richtig, das war ja was. Es ist Zeit für König Garins Eisbombe. Alle Mann, Feuer frei! Jetzt wird die Eisbombe, hä? Feuer frei, Eisbombe? WTF. Was? Der Trick ist neu. Macht doch alle bereit! Wofür? Ich seh nix. Hä? Verwirrung? Was? Ich kann 6 mitnehmen. Ja, vielen Dank dafür auch.
erstmal neu sortieren, aus Gründen. Asura, okay, Sakura ganz kurz. Also dann, zuerst kann ich bloß mitnehmen. Gunther muss noch mit, das Rückendeckung, Tsubaki, scheiße Fliege, weg hier. Tsubaki natürlich auch, Case sowieso, dann war's schon. Scheiße. Rinke wollte er sowieso nicht mitnehmen, Han auch nicht, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Felice wegen Heilung wollte dann einer mitnehmen. Einfrieren. Ja, passt ja. Case zum Trainieren, dann vielleicht sowohl Speed jetzt vor allem. Wäre schon geil. Tsubaki. Scheiße, was mache ich da? Das Problem ist, ich sehe hier nichts. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch irgendwie aus dem Nichts plötzlich so Schützen auftauchen. Schützen werden beschützen. Naja, so dazu. Kann ich irgendwas sehen? Eis. Für mich sieht es eigentlich eher nach Schnee aus, aber okay. Konstrukt unpassierbar, da fehlt ein Schrank auch. Oh. Ja, momentan sind es nur 4 Gegner, das kann sich aber schnell ändern. Das sind niemals am Schluss 4 Gegner, kann ich vergessen. Also. Dass ich dabei bin, ist sowieso logisch. Asura muss auch mit, Sakura braucht eine Heilerin. Gunther, vor allem in der Defense, muss mit, Tsubaki eigentlich auch. Das heißt, wir müssen Case hier lassen, Hayato mitnehmen. Case, gut, natürlich wahnsinnig viel Speed, der kann natürlich eigentlich immer doppeln, aber stärker ist eine andere Frage. Da kommen hier Case mit Gunther, lass Tsubaki, obwohl ich gerade erst bekommen habe. Ich kann mal Hayato austesten. Das ist doch scheiße, Leute. Wir sind nur 6 Stück mitnehmen. Das ist Beschiss. Nix war das Beschiss. Na gut. Ja. Okay. Gunther, mach bitte mal kurz eine Rochade. Ihr müsst nach vorne. Nee. So, Leute, das geht nicht. So gerne ich Hayato auch trainieren würde. Aber das Problem ist, er hält nichts aus. Verteidigung, Resistenz ist alles für den Arsch. Nee, ich muss Tsubaki mitnehmen, sonst vor allem zu wenige Einheiten, die gehen ja dann das. Kämpfen erstmal speichern, bitteschön. Dankeschön. Wir haben noch ein paar Minuten. Let's go. Kann lustig werden. Unglaublich, dass er das freigesetzt, als die gesamte Stadt in Eis gehüllt hat. Wir müssen es durchbrechen. Der Feind benutzt das Eis sicher als Deckung. Seid vorsichtig. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Dankeschön. Wie mache ich das jetzt? Zerstören, okay. Spielt es eine Rolle oder kann ich... So ein bisschen gucken, wa? 0 von 1 wird angezeigt. Was passiert hier? Ist auch 0 von 1. Durch den Vorteil mit Case, dass ich auf den Pferden hin angreifen kann. Wir können jetzt am Felicia auch, schon zu spät. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, Leute. Mit Case auf 2 Felder angreifen. Sehe ich ein bisschen mehr. Gut, was haben wir hier? Da wäre natürlich jetzt... Scheiße. Ja, da hat er gerade nochmal mit Hayato, im Prinzip mit Case alles freidecken. Kann ich mit Asura zweimal angreifen. Dann halt Hayato, könnte ich ihn eigentlich so perfekt trainieren. Wäre eigentlich eine geile Idee. Eigentlich. Scheiße, muss halt Tsubaki machen. Was ein Langschwerte können sie auch noch mithelfen. Ich kann noch ein bisschen supporten noch. Ist nur Stärke plus 2. Kann das noch ein bisschen was bringen? Ja, nur Stärke plus 2 bringt also nicht sehr viel. Aber zumindest noch ein bisschen mehr Defense. Natürlich, die andere Frage ist ja auch noch, könnten eigentlich die anderen... das Eis durchbrennen, kann nur ich das? Ich meine, wir hatten bei Kapitel 7 schon mal so eine Mission, das Labyrinth. Wenn das hier ähnlich ist, ja. Why not, wa? Ja, Hayato wäre sicher noch clever gewesen mitzunehmen. Naja, schon zu spät. Ach, hier ist mal Feierabend, war das soll ich vielleicht vercasing, aber eben, da kommen wir sowieso nicht durch. Stärke 8, der 11 Verteidigung. Eine Pflege.
Ich singe für euch. Ja, ich denke, Tsubaki kann durchaus noch was. This one's not afraid to die. So, Tsubaki schon mal geschützt, sehr gut. Nächstes Problem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da noch die anderen Typen auch durchkommen, direkt angreifen könnten. Das wäre ziemlich scheiße. Weniger. Ich stelle mich mal vorsichtshalber hier hin. Gleich nur zerstören will ich aber momentan nicht. Ich warte mal noch und was mache ich hier, wa? Bisschen mehr Glück haben sicher ist sicher. Aber es kommt keiner, okay. Machen wir da Put. Da auch wieder einer mit ziemlich viel Eisenachs-Power, wenn man mal so sagen darf. Ich block ab, ich greife zweimal an. Moment, kann ich eigentlich da? Okay, kann ich sogar. Mit dir ein bisschen schwächen vielleicht? Oh. Schwächen, du bist gut. Killen wohl eher. Aber ich habe normalerweise nichts dagegen, aber hier jetzt... Oh. Also ganz ehrlich Leute, wenn das jetzt eine Mission ist, dann ist es relativ simpel. So, jetzt halt die Frage. Case. Kannst du ihm Schaden machen? Holy moly. Er schafft es sogar selber. Ich bin auch impressed. Ne, Eisenachse halten. Gut, momentan sowieso nicht. Ich natürlich noch ein bisschen Schiss habe. Normale Konstrukte. Da sind keine Häuser, wo ich irgendwas verpassen kann, noch keine Truhen und so weiter. Ist nichts aus. Aber eigentlich sind es doch relativ wenig Gegner, wa? Dole hat Meistersiegel gerade erst gekauft. Na egal. So, wir stellen mal hier hin. Einfach mal so zum Abblocken, falls was kommen würde. Ich habe sowieso schon abgeblockt. Gut. Jo, es ist wie bei Kapitel 7. Da am Labyrinth, wo wir im Königreich waren. Ich meine, ja. Aber da alles durchbrechen, oder? Und dann mal gucken, wie es aussieht. Jo, Muskelweise sind natürlich Noren. Das könnte sich für die schon lohnen. Ja, das ist schon gut. Allow me to join you. So, können die schön schwächen. Sehr gut. I'm singing for you. Jo, also glaube ich, die Strategie könnte noch ganz geil aufgehen. Missionsziele mal besetzen. Ja. Na, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung meinerseits. Sieht das schon mal um einiges besser aus. Aktiv, passives Trainieren. Immer her mit der Stärke. Welche Stärke? Ich sehe keine Stärke. Dass du durch mehr Resistenz kriegst, finde ich auch geil. Ein bisschen mehr Defense und vor allem zumindest nur ein bisschen, ne, wenn es mal geht. Ein bisschen mehr Stärke wäre echt ganz nice. Da ist mal nix. Ich meine, es ist immer nur einer, der kommt, wa? Ist jetzt halt echt die Frage. Okay. Case nochmal ziehen lassen.
Wie weit käme ich überhaupt? 2, 3, 4, 5. Ich lieber die hier oben war. Kann ich eher ran? Ja, ja. Passt. Dann macht man auf der Seite kaputt. Und schon sind es zu viele Gegner. Natürlich jetzt halt schon doof. Ich meine, klar, ich kann die abblocken. Okay, kommt keiner mehr durch. Aber was mache ich mit denen hier? Ein Angriff macht der 8 Schaden. Dann gebe ich nochmal sicher und schwäche einfach mal so. Ich kann auch erstmal so angreifen. Tschüssikowski. Nur ein Punkt. Ich bin einfach schon zu stark. Es ist leider die traurige Wahrheit. Ich kann ganz kurz gucken. Die machen 4 Schaden jeweils. Langsam machen sie so viel. Das sind sowieso Eisenschwerttypen. Entschuldigung, war gerade die Mücke, die ich irgendwie erwischen wollte. Aber irgendwie nicht geschafft habe, keine Ahnung. So, ja. Aha, Michael greift gar nicht an, ja toll. Ich dachte, ich würde da noch ein bisschen angreifen. Ja, komm. So. Weißt du was, lass mich einfach mal hier und fertig. Also sogar bis zu 3 Gegner hier sein. Das ist natürlich schon ein bisschen gefährlich. Ist der doof. Das sieht doch aus wie ein Instant-Killer. Doof, döfer am döfsten. Meint auch der Doofi. Mixtur, kann man schnell hinschicken. Case? Finishen? Dürfte ein bisschen schwierig werden. Das sieht schon besser aus. I can help too! Yes, I can. Oder ja, we can. We can do it! Steiger plus 2 wäre dringend mal nötig für ihn, ganz ehrlich. Ja, machst du den nächsten Zug auch. Weil, wie gesagt, ich will Cases halt echt trainieren. Ich weiß nicht, ob der. Ja, gut, doch, Beherrscher wird er vermutlich auch dabei sein, aber. Wollte es auf Märchen schon machen, da ging es dann irgendwie nicht. Oder habe es einfach vergeigt. Der Ninja ist sowieso eigentlich eher eine Rasse aus Hoshido. Ob es da alles noch dazu kommt, ist eine andere Frage. Ja, ich denke schon, wenn Case diesmal trainieren, deswegen kriegt er die Energietropfen. Das ist doch mal nötig, ey. So, was mache ich hier unten? Bisschen heilen wieder mal ab und zu. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. So. Das ist so ein Konstrukt, also ich glaube echt irgendwie in Häuser reingehen, so bringt ja nichts. Ich mache erstmal hier den Osten alles fertig. Weil hier wird sowieso kein Gegner drin sein. So. Und oben platt. Es ist nur einer mit relativ viel Verteidigung. Das heißt, ich muss natürlich hier machen. Na gut, was bringt das? Du, du. Und geblockt. Angriffen. Kein Crit bisher. Ich bin leicht enttäuscht. La 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 la. 12 Punkte, sehr schön, also auch schon Level 9. Läuft dir richtig geil und so steil. Du, du, du. Und nochmal ein paar Punkte für ihn plus Level Up. Level 7. Endlich mal ein bisschen stärker. Geschwindigkeit, okay. Was ich ein bisschen vermisse bei Case, ein bisschen die Fähigkeiten. Weil er ist ein Ninja, das sollte schon ein bisschen kritten, oder? Naja. Ich würde mal sagen, Leute, mal vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei Fire Emblem Fates. Nicht Vermächtnis. Offenbarung natürlich mal ganz kurz Energietropfen nehmen. Ich hab's dringend nötig. Dankeschön.
Im nächsten Part dann werden wir hier natürlich uns weiter sagen wir mal, durchtricksen, nicht unbedingt mogeln. Wir machen das schon, so wie es das Spiel verlangt, aber halt auch ein bisschen anders. Nee, ist einfach taktisch. Kann man so sagen. Mit der aktuellen Strategie geht natürlich keine Einheit verloren. Das ist das Ziel. Hoffentlich bleibt es auch so und ja, mal schauen. Also, Kapitel 10 sind. Wir dürfen bisher eigentlich nur 6 Charaktere mitnehmen. Wir sind noch, ja, also, weiß ich nicht, aber vielleicht hier und da ein neuer Mitstreiter. Oder vielleicht dann auch irgendwie plötzlich eine Überraschung, hä? Mal schauen, wieder hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Bis dahin, ciao zusammen.